Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und ja, sorry, der Cut in der letzten Episode hat sei gemisst, aber wir waren schon über 30 Minuten und ich wollte jetzt nicht, dass das Ganze zum 45 Minuten Fiasko ausartet. Deswegen machen wir hier gleich weiter mit der Sequenz. Das sieht köstlich aus, lauter gute Sache. Das besondere Schmaus wird immer noch im Festival serviert, seit über 500 Jahren schon. Am besten isst man ihn mit der Hand. Also lass die Etikette sein und hauen rein. Na dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super. So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also Eide mit. Und solange es da geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Du hast recht. Vom allerfeinsten der Brote. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ja, isst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Ihr sagt's, selten die Gaume freut, fürwahr. Ich bin zu voll. Ich wäre ganz schläfrig. Oh. Oh nee, wurden wir vergift? Lilly. Nee, ach mich, uns erwischt. Verzeih, Prinzessin, ich hätte vorkosten sollen, dann wärt ihr. Hätte auf euch ihr fürs Ei zu bilden, Steiner, in eurer Portion habe ich kenn's gedacht. Na du, jetzt wo er es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was hattet ihr eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa? Es ist Gift nur Schlafkraut, was ich von Zidane habe. Ich hab zwar nicht vor, es zu dem Zweck einzusetzen, aber Steiner, ich will machen, was in meine Kräfte steht. Ich will nicht, dass andere Leid für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Graue vom Krieg selber nur zu gut. Ach, wenn ihr mir das befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Pomezia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zum Krieg werden, in den alle drei Großreiche vom Kontinent des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben und was aus Mama wird, ich weiß nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, dass ich gegen alles unternehmen kann. Außer Mama habe ich sonst niemand mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es tut mir leid, Zidane. Schnell, Dummeldeich. Okay, jetzt hat sich die Gruppe gespalten. Zwei wollen Richtung Alexandria und andere Richtung Pomezia. Lilly, wo gehst du hin? Dafür haben wir aber trotzdem eine sehr fähige Kämpferin mit gewonnen. Als Ersatz nehme ich sie ganz gern für Steiner, aber ich habe lieber Steiner mit dabei, bin ich ganz ehrlich. Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig ins Ausgewicht. Lilly hat gesagt, sie schläft die letzte Zeit nicht so gut, da habe ich ja beste vergeben. Ich hielt sie für behütetes, verhätscheltes Mädel, aber habe ich mich begründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns noch Pomezia los. Wenn es aber so ist, so könnt ihr sie zumindest noch Ei holen. Wie hoch mit ihr, wir brechen sofort noch Pomezia auf. Wir gehen durch Gizamalukas Grotte, gleich hinter ihr liegt Pomezia. Dann fahren wir im Aufzug ins Erdgeschoss und verlassen das Schloss durchs Erddrachentor. Anahop, Herzog Juchzirpe auf dem mechanischen Thron. Dann fahren wir im Aufzug ins Erdgeschoss und verlassen das Schloss durchs Erddrachentor. Durchquert Gizamalukas Grotte und erreicht Pomezia so schnell wie möglich. Oh, da sind noch ein paar Sachen. Schild Sitz des Fünften, angefertigt vom Hofschmied Fabrazio, oder wie ist der? Fabrazio, tatsächlich, oder Fabratio. Rüstungssitz des Sechsten, angefertigt vom Hofschmied Gabriel. Und Bogensitz des Siebten, angefertigt vom Hofschmied Arthur. Also wenn ein Bogen geschmiedet wird, mache ich noch mal etwas Sorge, muss ich sagen. Ich überlege gerade, gab es schon mal einen Sith als Herrscher? Ich glaube,
Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall mal einen Sid in Final Fantasy VII, das war der Luftschiffpilot, da hat ja die erste Jahre ein bisschen was mit zu tun. Oh, Freya haben sie ein bisschen aufgemodelt für die Remastered-Version. Deren Porträt sieht ein bisschen anders aus. Okay, jetzt geben wir dann alle erstmal ein paar Klamotten. Zauberstock haben wir derzeit eh nichts Besseres für dich. Haut den Lukas, kann er mit dem Federhut lernen. Mit der Zipfelmütze kann er eh nichts lernen. Und das Weihrauch kann er leider auch nicht lernen. Okay, kann er Kristallarmreif, kann er Gift und Galle lernen. Das ist schon mal gut. Und das Baumwollkleid kann, das ist jetzt eher was er weiß mag, ja, aber es erhöht seine Verteidigung auf jeden Fall immens. Und durch Insomnia, Kannibale und Dracomegera. Das ist etwas für Freya. Dann geben wir ihm mal die Wüstenstiefel. Und gucken mal, was Freya noch kriegen kann. Jagdspeer für Drachentöter. Hotze. Okay. Latexhelm ist Quatsch. Bronzehelm kann sie Pestizid lernen und du kannst das Werte Licht und Level Up lernen. Auf jeden Fall der Eisenhelm. Mithril-Fäustling ist sogar stärker. Escutcheon kann sie den Weihrauch lernen. Okay, dann kriegt sie erstmal das Ding. Zauberkiras Hotze schon. Aber ich habe schon nach einer Versteiner gekauft. Da kann sie dann Bodyguard mitlernen. Da kann man dann andere Leute abschirmen damit. Korallering ist auf jeden Fall was für sie. Wie Dracomegera. Das können nur Dragoner lernen. Okay. Dann können wir nochmal die Abilities nochmal gucken. Dracomegera ist so Angriffstag von ihr. Weihrauch, das hilft gegen Untote. Kannibale hilft gegen Menschen. Oder Humanoide. Und Drachentöter hilft gegen Drache. Level Up auf jeden Fall mit dabei. Und Bodyguard lernen wir auch mal. So. Oder legen wir mal an. Vivi kann Haut den Lukas und Gift und Gala mitnehmen. So, sieht dann, hat der noch irgendwas parat? Bestientöter, Haut den Lukas, Gift und Gala, Arsen Lupin. Das ist auf jeden Fall irgendwas für Diebe. Sollte ich anlegen. Ich glaube, da kriegt man ein bisschen mehr Geld oder was. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bestientöter nehmen wir Ammo mit rein. Schade, dass das nicht dabei steht. Ohne Scheiß. Okay. Bibabum, dudadam. Aber warte mal. Kann man das nicht bei der Abilities wirklich nachgucken? Nee. 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 Da bringt Kenny von unserer Taste irgendwas. Schade eigentlich. Okay, ins Erdgeschoss wollen wir. So. Gut, da wären wir. Wo geht's denn da lang? Wasserdrachentor. Wir sollen zum Erddrachentor. Aber wir können ja mal schauen, ob wir da überhaupt hier dürfen. Tatsächlich dürfen wir. Können wir uns genauso gut erstmal beim Wasserdrachentor umgucken, ob wir da nicht irgendwas finden noch. Wenn hier weitergeht, kommst du zum Havel, aber was hat in der Level aufgetaucht ist, steht der Verkehr still. In der Level ist schlecht für die Gesundheit, also es wäre besser, wenn hier bleibe tätscht. Aber wir können uns ja trotzdem mal ein bisschen umgucken. Ja, da ist neblig, wie Sau, dass es gerade so kracht. Und da hinten dran haben wir nix. Okay, also plündern können wir hier auch nichts. Ich glaube, da ist dann später etwas, wenn wir wieder in Lindblum sind, dass wir hier plündern können. So, war da hinten nicht irgendwas? Ja? Ah ne, das ist nur unser Taxi. Und da hinten war was. Mastophandkarte erhalten. Ja, super. Okay, wenigstens eine Kleinigkeit. Zum Erddrachentor können wir dann gleich fahren. Ja, wie gesagt, ich glaube, es war wirklich tatsächlich das Beste, dass Freya hier das Jagdfestival gewonnen hat, weil Dracomegera kannst du so relativ früh lernen. Waren hier nicht... Ach, irgendwo noch... Alter, wieder so ein Nasenmann. Da ist nix. Nasenmann. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um nach außen in den Level zu gehen? Level hier ist lebensgefährlich, rüchten euch besser mit gute Sache aus. Okay, komm. Schade, kannst du mal nicht. High Potion hat er leider nicht parat. Holen wir uns nach Ends. Da sind wir relativ gut ausgestattet. Passt soweit. Okay, du noch? Monte.
Brief von Stilskin. Toll, kennst du Stilskin? Lass uns den Brief lesen. Von Stilskin an Monte. Von Lindboom aus bin ich erstmal nach Norden und hab Giza Malukas Grotte unterhalb vom Nebel durchquert. Zum ersten Mal setze ich also Fuß ins Königreich Bometia. Und es stimmt, was alle sagen. Es regnet hier unabrochen. Als erstes suche ich mal irgendwo einen Unterschlupf. Er ist also nach Bometia gegangen, Kopo? Ist das denn gefährlich, Kopo? Ja, doch, schon relativ. Deswegen können wir hier erstmal speichern. Ich speichere, Kopo. Mach das mal. Yamba, tralila, dildadaldi. Und wir können weiter. So, noch mal eine wunderbare Gesangseinlage. So, ist auch so schön Erddrachenfarben hier. Und so, jetzt wären wir hier. Wir können auch mal gucken, dass wir am Schokobo-Wald und am Sumpf vorbeikommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Sumpf jetzt schon geht, aber in den Sumpf sollten wir auf jeden Fall mal gehen. Weil du gibt's noch einen optionalen Charakter. Ich weiß aber noch nicht, ob wir den schon abstauben können. Babutkäfer. Kritisch, 192. Heieiei. Sehr schön. Ey. So. Ach, Freya steht hinter. Die möchte ich aber nicht hinhaben. Die soll offensiv sein, die Gutfrau. Die ist vorne ziemlich gut zu gebrauchen. Hier. Was erwischt der Kerl? So. Augentropfen geklaut. Okay. Vivi. Und du noch. Ja, 88, schade. Das ist schon etwas jämmerlich. Wenn der Dieb vorne steht, dann kann die Dragonerin definitiv auch vorne stehen. Rattenfrau. So. Sehr schön. Echsenmensch-Karte habe ich auch noch gekriegt. Nicht schlecht. So, Position. Freya, ich mag, dass du vorne bist. So. Hier geht's noch Richtung Waldstickel. Und da kommen wir jetzt nicht großartig weiter. Nö, da kommen wir nur irgendwo Richtung Meer hier. Okay. Nett, Dracotech, Dracomera oder was hieß? Mushu, Fushu. Ah, nicht schlecht. Erstechen. Ey, lass mal Vivi in Ruhe. Ekliges Vieh. Dracomegera. Und? Ui, hat auch MP abgezwackt. Oder schade gemacht. Antidot geklaut. Und einer ist schon tot. Sehr schön. Du haltest dich jetzt mal bitte selber. Ah, Bodyguard, stimmt. Du dafür ist die Technik Bodyguard geeignet. Die schmeißt sich vor die Leute, die schon im kritischen Schadensbereich sind. Dafür ist es dann bei Steiner zum Beispiel sehr praktisch, weil klar, Sidan ist jetzt auch nicht gerade der Schwächste und so und Freya ist jetzt auch nicht gerade die Schwächste, aber Steiner ist halt der Tank. Sie ist eher die Damage-Dealerin, könnte man sagen. Steiner auf dem hohen Level ist halt der absolute Tank. Aber sie macht auch ziemlich gut Schade, definitiv. Unsere Rattenfrau. Sehr schön. Aber das ist halt eine Spezialität von den Leuten aus Burmetia, dieser Dragona. Hier in Final Fantasy 9 zumindest. In anderen Final Fantasies gibt es natürlich 8 Dragona. So, aber da führt uns jetzt nichts großartig weiter. Das ist etwas doof, wenn wir jetzt ohne Weißmagierin auskommen müssen. Deswegen habe ich gar nicht eigentlich ganz gerne in der Gruppe mit dabei, weil die mit ihrer Weißmagie sehr hilfreich ist. Müssen wir nicht ständig Items rausschmeißen. Ah, die Musik. Diese Weltkarte-Musik, so geil. Und ich... Die Igelquappe, nett. Und ich finde auch definitiv, dass die, Kampfmusik was hat. Die aus Final Fantasy VII war auch unglaublich geil, aber ich finde auch die hier hat was. Rattenfrau for the win. Sehr schön. So wird's gemacht. So. Aber generell dieses zack, eine Karte noch kriegt, ist generell bei Final Fantasy
So. Nur was danach folgt, ist meistens immer von einem Teil abhängig. Genauso wie generell auch die Kampfmusik. Aber ich finde, die haben immer für jedes Final Fantasy durchaus sehr passend, die Kampfmusik. So. Ups. So, helfen wir gleich mal noch. 200. 176. Vivi macht noch der Rest hier. So, Affenjunge, dann du wieder drauf. Der wird jetzt kaputt sein, genau. Und Rattenfrau, der Nächste. Ach, eine ziemlich lustige Konstellation, die wir hier haben. Affenjunge, Zipfelmützenjunge ohne Gesicht und Rattenfrau. Das sind schon 3 urige Gestalten hier, die wir haben. Gut, sie dann ist noch Sticker und Echsenmenschkarte haben wir auch nochmal gekriegt. So, das könnte... Irgendwo muss doch hier ein Schokobo-Wald sein, oder? Aber der Schokobo-Wald ist ja extra ausgeschildert, glaube ich. Das ist ja extra Gebiet, wo dann eine Fragezeichen erscheint. Okay. Affenjunge, mach so platt. Du attackierst jetzt mal das andere Vieh. Und Vivi da. So. Also ich merke auch auf jeden Fall, da brauchen wir definitiv das Leveln. Weil die Gegner machen mir noch viel zu viel Schade, finde ich. Und sehr schön. Ja, diese Technik ist definitiv sehr praktisch, weswegen die Frage wirklich der Damage-Deal ist. So, Vivi hat auch schon Level 9 erreicht. Und eine Phönixfeder, die kann man eh nicht genug haben. So. War hier das Sumpf? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Gizamalukas Grotte ist auf jeden Fall in der Nähe von der Berghette und im Berg eingebrochen. Du machst jetzt mal auf alle hier. Und machst einen Sprung auf den ersten. Du attackierst den zweiten. Ja, die stecken auch die Schwarzmagie schon wesentlich besser ein. So. Und wer ist jetzt wieder dran? Vivi. Boah, scheiße. Haben wir Blitz auf alle. Gut, der erste ist schon weggezwitschert. Jetzt noch der Chef-Magier hier. Leider hat es nicht gereicht. Autsch, einer ist tot. Und der zweite ist tot. Na, Glückwunsch. Und ein Speer gibt es jetzt auch noch in die Schnauze. Dann müssen wir die andere wiederbeleben, sonst kriegen die keine Erfahrungspunkte. So, jetzt aber hoppla hier. Als erstes unseren Schwarzmagier wiederbeleben. So. Gut, er steht wieder. Nicht sehr gut, aber er steht. Gut, sie steckt das schade Ei für ihn. Als nächstes unseren Affenjunge wiederbeleben. Und Freya gibt dem Mistvieh endlich einen Gnadenstoß. So, dann müssen wir uns alle dringend teilen. Sehr gut. Puh. Ich will aber auf jeden Fall, dass jeder die AP und die Erfahrungspunkte kriegt. Sie kann sich ja als mal wieder verpissen bei sowas. Gift und Galle hat er gelernt. Sehr schön. Okay, gucken wir doch gerade mal. Gift und Galle, wo hat er das dann gelernt? Gift und Galle hat er hier gelernt, aus dem Kristallarmreif. Okay, da hätten wir eh nichts Besseres parat für ihn. Von daher muss er da weitermachen. Lederweste, ja, okay, gut. Dann sollte man dringendst uns heilen. So, das bringt leider nur 100. So. Im Kampf bringt es 150. Okay, dann hier weiter. Also allmählich werden die Gegner schon etwas übler. Ach, diese dämliche Diebe wieder. Die kümmern wir uns am besten sofort hier. Hussard.
Halb Mensch, halb Bussard. Sehr schön und weggezwitschert. Gut, gut, gut. Ausgezeichnet. Gut, gut, gut. Bald steht auch ein Level wieder an. Und wir brauchen die Levels auf jeden Fall. So, da geht's aber noch nicht zum Sumpf. Das ist der Schokobo-Wald, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, Schokobos Wald, genau. Hm? Kubo! Mene. Ich bin der Herrscher von jemand Mene und das ist mein Partner Schoko, der Schokobo. Und das ist Schokobos Wald. Ist hier vielleicht ein hübsches Mädel mit langem Ohr vorbeikommen? Also hässliches habe ich gesehen. Da ist er also nicht hier vorbeikommen. Ihr Ziel scheint doch Pomezia zu sein. Wir sollten unnötig noch mehr Zeit vertrödeln. Ihr seid in einer? Das sind wir. Nehmt doch Schoko, Kupo. Auf ihm seid ihr sicher vom Monster. Schoko, komm her, Kupo. Er will wohl nicht. Doch, Kupo. Bei Menschen, die er nicht mag, ist er schwuppdiwupp verschwunden, Kupo. Schoko, komm hierher, Kupo. Dann muss es eben auch ohne Probe über die Bühne gehen. Hier, Gizakraut, damit keine außerhalb vom Wald Schoko rufen. Kupo, ganz hier in der Nähe finden ihr Schokos Fußabdrücke. Kupo, mit dem Gizakraut könnt ihr dort Schoko zu euch rufen, Kupo. Schoko scheint euch zu mögen, Kupo. Wenn ihr ihn ruft, wird er auf jeden Fall zu euch kommen, Kupo. Hätten ihr dann Lust auf ein kleines Zubrot, Kupo? Wenn ihr ihn gerufen habt, kommt zurück und zurück zu mir und ich erzähle euch mehr davon. Kupo, Gizakraut erhalten. Okay. Haben wir hier sonst schon irgendwas? Sieht sonst relativ leer aus. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zu den Schokobo-Fußspuren. Und schauen wir, was wir da schaffen. So, da sind sie ja, die Fußspuren. Da können wir dann erstmal ordnen. Da haben wir es doch Gizakraut. Oder Gizakraut. Da ist er ja. Kleiner Wurst der König. So. Die Ukulele der Schokobo ist es im Soundtrack. Finde ich aber auch sehr geil, die Musik. So, da wollte er uns ja haben. Schoko riecht ja gut, Kupo. So, und jetzt hat. Was für Zubrot? Willkommen, Kupo. Du willst jetzt sicher gut mit Schoko verstehen. Kupo. Hat ein Schokobo mal sein Herrchen gefunden und bleibt er ihm ein Leben lang treu, Kupo. Aber der Schoko ist ausgebüxt, als sich sein Herrchen draufsetzen wollte, Kupo. Ich habe ihn bei seiner Flucht geholfen, Kupo. Seitdem verstecken wir uns hier im Wald, Kupo. Und jetzt zum Thema. Kupo. Schoko besitzt die seltene Fähigkeit, vergrabene Schätze zu orten und auszugraben, Kupo. Aber da ich auf Schoko steigen kann, brauche ich da Hilfe, Kupo. Emograbe macht 60 Gil. Okay. Eine weise Entscheidung, Kupo. Pro Minute 60 Gil. Okay, probieren wir es mal. Na gut, dann los. Okay. Sehr geil. Und das andere mit dem Vamo alla Flamenco. Sehr, sehr cool. Okay, so. Oh, Moment. Das mache ich ja die ganze Zeit wieder. Okay, Krähe. Nichts in der Nähe und Krähe gefunden. Mit Viereck weitergraben. Und wie mache ich dann das? Okay, gut. Probieren wir es mal. So. Krähe. 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 Ja, du. Hier wollte ich graben, ja? Okay, irgendwie bringt's mal nichts. Moment. Hier irgendwo in der Nähe muss der Schatz dann sein. Okay. 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 Du, so rumlauft das Echokraut habe ich gefunden. Einen Punkt gibt's so dafür. Okay, jetzt komme ich so allmählich dahin. So. Stimmt, da war ja was. Der Schokobo-Archäologe. Zack. Wobei man als Archäologe nicht einfach irgendwelche Löcher reingräbt, sondern man geht gezielt per Planum tiefer. In einer einheitlichen Höhe.
Okay, Endschatz habe ich gefunden. Wir probieren es jetzt einfach noch einmal. Und Giza-Kraut brauche ich auch noch. Kostet 80 Gil. Da holen wir doch gerade mal für 800 Gil. So. Und dann gehen wir nochmal auf Schatzsuche. So. Probieren wir das einfach nochmal. Okay, so, dann los geht's. Okay. Okay. Ja, wir sind relativ neutral. Aber eher so in dem Gebiet. Goldnadel gefunden. Okay, nicht schlecht. Okay. 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 Hier ist wohl nichts. Ja? Nee. Okay. Ist hier irgendwo was in der Nähe? Okay, hier muss irgendwo was sein in der Nähe. Aber eher hier, in dem Gebiet. Na? Verdammt nochmal. Da haben wir es doch. Uiuiui, ganz schön tief hier. Schnell, 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 schnell. Viereck wie Zaudrücker. Dass ich da noch durchkomme. Da ist ja ganz schön tief was drin. Hopp, hopp. Du schaust es. Vollmondring gefunden. Alter Falter. Schnabel ist noch härter geworden. Schnabel Level 2. Jetzt komme ich dann schneller in die Tiefe runter. Sehr cool. Vollmondring. Schnabellevel plus 1. Sehr schön. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an, den wir da kriegt haben, den Vollmondring. Was der uns bringt. Gift und Gala und hau den Lukas. Vollmondring? Na? Ist der eventuell hier mit dabei? Automatisch? Vollmondring. Kann man so. Sieht man noch eine Waffe aus oder so, oder? Gucken wir nochmal. Da hat er mal nix. Nee. Oder vielleicht ist es ein Armreif. Nö. Halstuch. Du? Nö. 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 Merkwürdig. Aber irgendwas Geiles scheint so zu sein. Da ist nix. Nischt. Nee. Nö. Sehr seltsam. Okay, Ammo machen wir noch und dann beende ich die Episode aber auch. So, gehen wir noch auf Schatzsuche. Und dann wollen wir mal. Okay, hier muss irgendwo was in der Nähe sein. Okay. So, hier irgendwo. Irgendwo hier. So. Irgendwo so in der Richtung. Ah, jetzt fange ich schon wieder an zu pfeifen. Das ist, wenn ich privat spiele, fange ich immer an zu pfeifen dabei wie noch was. Giza-Kraut gefunden. Sehr schön. Schnabel Level 3 habe ich auch noch gekriegt. Ja, ich fange immer so persönlich an zu pfeifen, wenn ich für mich spiele. Und ich muss mich bei jedem Let's Play mit solcher mitreißender Musik immer arg zusammenreißen, dass ich nicht lospiffel die ganze Zeit. Ah, ja. Ah, da ist es. So. Und da konnte ich jetzt gerade irgendwie nicht widerstehen. 200 Gil gibt es auch noch. Hier muss irgendwo noch was sein. Aber eher in der Richtung. Sehr schön. Schnell. Giza-Kraut noch gefunden. Sehr schön. Okay. Ja, das macht irgendwie so ein bisschen süchtig hier, das Minispiel, muss ich sagen. Gerade weil man auch ein paar Accessoires hier finden kann. Das ist schon ziemlich cool. Sehr gut. Okay. Gut. Dann täte ich aber Sarah. Ich gehe hier wieder raus. Brauche ich keine Erklärung zur Steuerung. Oh, wobei, ja, bla 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 bla. Perspektive. Ja, ist eigentlich egal. So, wir gehen raus. Schoko kommt mit. Und ich speichere dann hier noch auf der Weltkarte. So. Krähe. Nicht Krähe. Ich brauche eigentlich mein... Ach, ich stimmte, ich muss ja dann erstmal in Schokobos Wald. Moment, ich muss hier absteigen. Und hier kann ich jetzt, genau, so kann ich speichern. So kann ich leider nicht auf dem Schokobo machen. So, dann würde ich aber auch sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo es dann do weitergeht, Richtung Giza Malukes Grotte. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.